Weiter geht's, Freunde. Frisch, fröhlich und munter mit den Ochamas im Ochama Land gegen Jazz. Spaß macht's keins, aber hey, wir sind trotzdem irgendwie der Meinung, irgendwann muss es doch mal klappen. Globos. Warum die im Deck ist, verstehe ich auch nicht. Komm, jetzt was ich Spiel mal sehen lasse, bringt eh nichts. So. Ich will der Delta Hurricane spielen, wa? Denke sowieso cool, weil durch ihren Effekt können nachher auch Clem in den Angriffsmodus switchen. Und das war's. Aber schon krass, dass es trotzdem geht. Ich dachte mir jetzt so, vielleicht sagt das Spiel dann sich so, nö. Du kannst es nicht machen, weil du hast gar nicht mehr 1000 Lebenspunkte. Aber so ein Spiel scheißegal. Ja, sorry, muss es machen, jetzt sowieso nicht mehr gewonnen. Also, soll ich 3 Ochamas aufs Feld kriegen, ohne dass die zerstört werden, so. Ähnlich wie hier, wa? Oh Mann. So, Ochama spielen. Der grüne Kumpel. Autsch. So, können besser laufen, können aber auch schlechter laufen, wenn wir ehrlich sind. Oh, schauen wir, wäre jetzt geil. So, Kombis hat er schon drauf, muss ich ihm lassen. Dreimal sehen lassen. Wollt ihr mich verarschen? Ey, ganz ehrlich. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass sowas random sein soll. Alexandritrache, ja, lange nicht mehr gesehen. Fusionsweise, naja. Könnte schlimmer sein. Dann spielen wir doch mal sehen lasst. Spielen die Polymerisation, den Ochama-Ritter zu rufen. Natürlich auf Verteidigungsmodus, ist klar. Und blockieren ihm einfach mal 2 Felder. So. Ey, ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Ich kann machen, was ich will. Delta Hurricane, ja super. Glomos, mach mal du irgendwas. Mein Delta Hurricane ist eine super Karte im Prinzip, aber momentan sind noch Kacke. Das ist nochmal ein Alexandritrache, ernsthaft jetzt? Toll. 4 Zauberkarten, ich kann keinen davon nutzen. Ja, Pech gehabt.
Ah. Das Schlimme ist, da kann ich mal ein eigenes Deck, also ein Benutzerdeck nutzen, weil er einfach noch zu wenig Geld hätte, also Ingame-Geld halt, zum irgendwelche Booster-Packs kaufen, damit es irgendwie lohnen würde. Ich kann nur hoffen und beten. Den Quatsch war er auch nicht. Dann kann noch Jump auf dem Friedhof, damit man danach wieder rufen kann. So. Theoretisch nochmal irgendwie 2 Ochamas, damit ich mit Polymerisationen fusionieren kann. Dann Seelenlauf spielen, um alle 3 zurückzuholen, weil ich schon mal einen auf dem Friedhof habe. Und dann Ochama Delta Hurricane, wäre eine coole Alternative. Topf der Gegensätzlichkeit, kein Problem, ich will sowieso kein Monster rufen in dem Zug. Ja, und Jump will ich jetzt nur noch nehmen. Zaubercard irgendwie irgendwas Cooles? Burstinian Tricks. Ich will Rampart Blaster rufen. Aber nee, das hilft mir bei meiner Kombi nicht. So, meine Nase juckt gerade, Achtung! Verzeihung. Weißes Staubern. Was er damit will? Kein Plan. Hey, noch ein gelber Ochama. Geil. Ja, stimmt, wir können fusionieren, wa? Das wird schon mal gehen. Warum eigentlich nicht? Komm. Gibt Schlimmeres. Vielleicht ziehe ich irgendwann sogar mal noch die Fusionierungskarte. Ich habe 2 gelbe Ochamas auf dem Feld und ein grün, ich glaube, im Friedhof. Da heißt, fehlt noch ein schwarzer plus ein paar Zauber. So. Den Effekt kann er nicht negieren, wa? Weißes Staubern. Oh, ernsthaft. Kommt er mir auch noch mit diesen scheiß Lichtschwertern. Charmerland wäre schon mal nicht schlecht, weil er schon mal effektiv angreifen könnte. Yeah, man, claimen! Da plötzlich Power. Ah, ne, geht nicht. Aber trotzdem, vielleicht kann ich jetzt seinen mystischen Weltraum-Typhoon triggern. Der glänzende Ritter, so. Noch eine Fusionskarte. Ja, ich kann auch mal Seelenlass spielen. Fusionen können sogar theoretisch einen Rampart Blaster rufen. Aber eben ein Rampart Blaster bringt mir jetzt gar nicht so viel. Interessant, dass er Claiming genommen hat. Nee. Aber ich spiele sie schon mal verdeckt, weil das könnte man jetzt dann noch etwas nützen. Claimen! Komm und zeig dich, Kumpel. So. Dann die Battle-Phase. Ne, das ist Brüder für Freunde. Erstmal seine Monster zerstören. Autsch.
Jetzt kam natürlich der Defusionierungsprozess zu früh. Zu spät. Aber davon hat sowieso nichts gebracht. Wenn ich jetzt die Ochamas kurzzeitig loswerden könnte, aber bringt eh nichts, dann würde es seine Punkte switchen, aber ich selber trotzdem das Problem. Was ich die ganze Zeit habe, also kann ich mir die Fusionierung ansparen. Ochama Lamp bringt mir auch nichts. Ich bräuchte Ochama Delta Hurricane. Dann kann ich ein bisschen mehr machen. Jetzt hatte ich natürlich, ich weiß, ich habe Defusionierung liegen. Jetzt war das Problem, ich hatte wieder mal den B-Knopf gedrückt gehalten, weil sonst ständig die Anfrage kommt. Das ist doch einfach, dass du einfach schnell genug nachkommst mit Reagieren. So, komm, sehen lasst. Jetzt, Ocha-Ritter rufe ich mal, Clemen rufe ich mal. Spielen wir halt Delta Hurricane nicht, Freunde. Die Macht der Ochamas. Welche? Nee, nicht die. Nee, aber ich hätte gerne Fusion. Für einen weiteren Ocha. Natürlich, Ocha-Rit normal fusionieren. Ich glaube, hackt's, glaube ich. Ochama, Ritter. So. Die Felder schön sperren. So. Ende im Gelände. Jetzt will ich mal sehen, wer mit einer Karte was macht. Ich könnte theoretisch eine. Warte mal. Ganz kurz gucken. Ich habe immer nur die gelben und Ochamas miteinander fusioniert, wa? Genau, keinen schwarzen. Ansonsten hätte ich jetzt halt Defusionierung gespielt, um danach Delta Hurricane zu aktivieren, nur für den Notfall der Fälle. Aber den lassen wir das, Freunde. Rufen wir mal den noch. So, jetzt erst einmal. Nein, ist noch zu früh. Oh, das muss natürlich passieren, ganz ehrlich. Ich muss aber auch so ein Pech haben. Obwohl, warum Pech? Es reicht ja genau. So, Defusionierung. Ich muss natürlich den nehmen, weil... Was? Warum? Hä? Okay, entweder ist das buggy oder ich habe irgendwie was übersehen, weil... Ich habe extra nicht den genommen, weil den Ochama-Ritter hier, den ich gerade selektiere, habe ich ja als Spezialbeschwörung durch Sehenlass zurückgeholt. Deswegen hat die Defusionierung bei ihm gar nichts gebracht. Weil er als Spezialbeschwörung gerufen wurde vom Friedhof und nicht als Fusionsbeschwörung. Aber der andere hier, den zweiten Ochama-Ritter, den ich hier platziert habe, der kam als Fusionsbeschwörung. Deswegen hätte die Defusionierung funktionieren müssen. Und das ist das, was ich gar nicht irgendwie verstehe, was jetzt gerade irgendwie schiefgelaufen ist. Okay, entweder Spiel buggy oder ich habe irgendwo gerade irgendwas übersehen. Weil ich irgendwie zu müde bin oder keine Ahnung was.
Ist aber auch egal. Wir haben gewonnen, sogar punktgenau. Was willst du noch mehr? Chess hat schon genug durchgemacht. Vielleicht stimmt's auch nicht, ich habe keine Ahnung. Das Jobduell. Pegasus gegen Crawler? Dr. Crawler und Vizekanzler Bonaparte tanzen in Kanzler Shepards Büro und prahlen ihren Sieg im GX-Turnier. Siehst du diese GX-Medaillen? Oh bitte, jemand, der noch nicht mal an die Fahrstuhlknöpfe rankommt, soll mich überragen? Das war an der Gürtellinie, Crawler. Und was einer schon, ja. Er war 5! Was? Wie kommt überhaupt ein 5-Jähriger im Besitz einer GX-Medaille? Ganz ehrlich, was ist das für ein Turnier, Kanzler Shepard? Herr Präsident, was machen Sie denn hier? Ist alles in Ordnung? Dann ist sehr dringlich. Das ist Maximilian, Präsident von Industrial Illusions und Erfinder von Duel Monsters. Sie müssen uns einstellen. Lassen Sie mich los. Nein! Außerdem nur seinen Job. Schön von mir aus, Sie sind beide eingestellt. Oh, was für ein Glückstag. Merci beaucoup. Aber erstmal müsste mich in einem Duell besiegen. Ja. Da gab es noch so Zeitpunkte, wo man irgendwie dachte, Pegasus besiegen in einem Duell, ein Erfinder von Duel Monsters. Tja. Jetzt müssen sie leider daran. Toon Cyberdrache? Oh Pegasus, was hast du getan? Toon Königreich gilt sicher auch als Toon Welt, genau. Ja. Spiel mal Toon Königreich. Ach, ich liebe Toons. So, was sind für Karten? Toon Pistolendrache. Okay, Toon Goblin Angriffstruppe, die kenne ich, aber der Toon Pistolendrache ist mir neu. Aber ja, auch der Toon Cyberdrache war mir neu. Alter. Pegasus Idee ist gar nicht so schade, wa? So ein richtiger Trolldrache. Ach ja, Pegasus. Comic-Handen. Das ist jetzt aber Kacke. Warum müssen die eigentlich immer genau dann? Wenn ich eine gute Karte habe, direkt mystische Weltraum-Taifun spielen, was soll der Scheiß? Naja, mal gucken, was er jetzt macht, wa? Mit dem Toon Cyberdrachen. Hallo, was geht? Und die Toon Elfenzwillinge. Ja, ich soll trotzdem nochmal Toon Welt spielen. Ob die nochmal so schnell kommt, ich weiß nicht. Oh komm, was ist denn los, ey? Wie kann er nur? Toon-Akten zum Glück funktioniert ja ohne Toon-Welt. Ja. Angreifen geht er trotzdem. Ja,
Ja, und im nächsten Zug kann er vielleicht sogar schon direkt angreifen, falls er nichts mehr rufen kann. Ah, da kann er. Schade. Das Thun, schwarze Magiermädchen. Ja, noch mit Thun-Welt. Mensch, wieso gibt es Thun-Monster, die mit Thun-Welt funktionieren, andere, die auch ohne funktionieren? Was soll der Kack? Thun-Cyberdrache. Und sie echt zum ersten Mal. Was gibt es noch sonst für Thun-Monster? Es gibt den Thun-weißen Drachen, das gar keinen Thun-schwarzen Magier gibt, wundert mich auch ein wenig. Klar, es gibt das schwarze Magier-Mädchen, aber das ist ein bisschen was anderes. Jo. Lustig, Thun-Welt kann gar nicht zum Einsatz mit den ganzen Kombis und so, aber es geht ja auch so, wie man sieht. So, Freunde, geht das. Bei der Arbeit für Natural Illusions geht es nicht vorrangig um Duelle. Es geht um Hingabe, Zusammenarbeit und Durchhaltevermögen. Was soll ich sagen? Wir müssen uns gar keinen anderen Job mehr suchen. Da sind sie ja, Pegasus. Tyranna Hassleberry. Darf man auch jetzt einfach mal so quasi in den Raum geworfen, aber gar nicht richtig vorgestellt. Hier gehören sie hin. Ja, würde ich auch sagen. Die gehören definitiv hier hin. Ein Herz aus Eis, Freunde. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge und schaffen vielleicht ein bisschen mehr als nur die beiden Duelle in einem Part. Wobei eben das Duell ging jetzt relativ fix. Das hier vom Licht geblendet. Ja, so fühle ich mich gerade, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Mamma mia. Nächste Folge geht's weiter. Hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution mit der GX-Saga. Bis dahin. Ciao zusammen.